Raute Jesus. Raute Jesus. Und wer jetzt eben dachte, das war Kuckucksklan da hinten, nein. Für alle, die irritiert waren während dem Worship, nein, das war nichts vom Kuckucksklan. Raute Jesus. Ein Kreuz, 5 Mysterien. Look, mancher Wandel, der geschieht an sich in so einer Gesellschaft so schleichend. So, die ganze Computerisierung unserer Lebenswelt, die hat so ungefähr in den 80er Jahren angefangen. Da gab es die ersten Computer. Und für diejenigen, die CDs kennen, die kennen wahrscheinlich auch noch das da. Das sind so alte Computer. Atari war mein erster Computer. 1040. Wer kennt das eigentlich noch von euch? Ja, ihr seid älter. Aber erst mit der Einführung so von der EDV, von der elektronischen Datenverarbeitung, so in Unternehmen und Handel, hat sich unsere Gesellschaft immer mehr entwickelt, immer mehr digitalisiert und mehr Sachen haben sich dann verbreitet. In den 90er Jahren, dann 93 mit der Einführung vom World Wide Web, hat wirklich ein neues Zeitalter begonnen. Wir sind wirklich an anderen Punkten heute wie 1993 und 1980. Oder VHS-Kassetten. Eben die CDs kennen auch noch das. Wenn man die dann ausgeliehen hat, musste man die immer wieder zurückspulen, sonst musste extra Geld zahlen in die Videothek und so weiter und Bändersalat und allem Möglichen. Und wer hätte das gedacht, dass wir heute die Dinge streamen und einfach Musik, so ein Album einfach runterladen, nichts Physisches mehr brauchen. Du hast das alles auf deinem Handy heute drauf. Früher so ein riesen Computer, so ein Klotz mit sage und schreibe 265 Megabyte. Und heute denkst du, was ist das? Das hast du heute in deinem Handy und kannst damit Musik hören, Filme schauen und so weiter und so fort. Aber nicht nur Digitalisierung hat sich so schleichend fortbewegt bei uns und hat vieles verändert. Auch andere Dinge sind in unserer Gesellschaft Stück für Stück eingeführt worden, mehr oder weniger so nebenbei und stehen heute am ganz anderen Punkt. Zum Beispiel die Einführung von einer dritten Geschlechtskategorie in Fragebögen oder im Personenstandsregister. Das ist heute Alltag. Das ist kompletter Alltag, wenn du dich einfach anmeldest, das ist so. Das war vor 20, 30 Jahren. Da hat keiner richtig darüber nachgedacht, dass das kommen könnte. Andere Veränderungen in der Gesellschaft, in dem Umfeld und der Umwelt, die geschehen eher so plötzlich. Das sind wirklich Umbrüche. 1356 in Basel, das große Erdbeben. Oder jetzt Erdbeben in Türkei, Syrien und anderen Orten auf der Welt. Vulkanausbrüche in Indonesien jetzt gerade wieder. Aber das sind Zeitenwende. Das ist wirklich was, das wurde anders danach. Und auch anders angefangen zu bauen und so weiter und so fort. Oder das leidliche Thema, die Atombombe. Es hat wirklich unsere Welt verändert. Am Anfang nur mit Techniker, wie geht das und so weiter. Auf einmal ist da ein Riesenwerkzeug, ein mächtiges Werkzeug, um Leid und alles Mögliche auf die Welt zu bringen. Oder Felsstürze, auf einmal in der Natur, jetzt vor kurzem ein Kandersteg. Oder Alp dort. Auf einmal fällt da so ein halber Fels, ein halber Berg darunter und danach sieht die Umwelt anders aus. Und Leute müssen sich neu darauf einstellen, dass es manche Wanderwege vielleicht nicht mehr gibt und man vorsichtiger unterwegs ist. In den nächsten Wochen bis Ostern dreht sich wirklich bei #Jesus wirklich um 5 Mysterien, Dinge, die rund um diese Auferstehung, den Tod und der Auferstehung, das wirklich eine Zeitenwende für Menschen ist, die Jesus nachfolgen oder sich Christen nennen. Wir schauen 5 Ereignisse an, die wirklich was ausgelöst haben, quasi wie so ein Erdbeben. Und dann hat sich es weiter vervielfältigt bis in unsere heutige Zeit hinein. Es ist wirklich eine Zeitenwende. Und heute geht es um einen Riss. Und zwar wird während der Kreuzigung von Jesus wird berichtet im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27. Ein Riss, der wirklich Geschichte geschrieben hat. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel riss entzwei von oben bis unten. Es geht dabei um einen Vorhang, der im Tempel, das Heiligtum vom Allerheiligsten im jüdischen Tempel damals trennte. Ihr könnt das so auf dem Bild sehen. Das war so ein riesen Vorhang. Der trennte eben das Allerheiligste, dieser kleinere Raum hinten, von dem vorderen Raum, vom Heiligen. Und der Vorhang, der dort zerriss, der war ca. 18 Meter hoch.
Wenn ihr jetzt nach oben schaut, das sind ungefähr 8, 9 Meter bis nach oben. 18 Meter sind. Laut dem Geschichtsschreiber vom Josephus, der hinterließ die Information, dass dieser Vorhang mega dick gewesen sein muss, ungefähr 10 Zentimeter dick. Man hat Tiere gebraucht, um den Vorhang zu öffnen und zur Seite zu ziehen. Da konnte man nicht selbst einfach da durchgehen. Es war wirklich ein riesen, fettes Teil, was in diesem Tempel hing. Ein sehr wertvolles Teil. Wenn er im 2. Buch Mose nachlest, dann kann man schauen, er war blau, purpur, scharlachrot, war getränkt, hatte Cherubinen drauf gestickt, ein sehr kunstvolles Werk. Und der riss von oben nach unten. Für uns Menschen wird es einfacher, manchmal von unten nach oben zu reißen, wenn du vor so einem großen Vorhang stehst. Aber der Vorhang wird explizit noch erwähnt, der riss von oben nach unten mitten hindurch. Und das war wie eine Zeitenwende. Da ist irgendwas passiert, wo außergewöhnlich ist. In dem Tempel der damaligen Zeit wurde dann sich alles ausgedrückt damit. Leute mussten ein Stück Abstand halten im Tempel. Der Tempel strahlte das wie aus. Es gab Vorhöfe nur für Frauen, nur für Menschen nicht jüdischen Geschlechts. Da durften nur die durften nur dahin, die durften nicht weiter. Männer und Frauen gerade mal getrennt. Dann gab es Bereiche, wo geopfert wurde, spezielle Becken waren dort. Und im Innersten war es denn wirklich so, wie dargestellt war, ein Heiligtum und dahinter nochmal, hinter dem Vorhang, das Allerheiligste von diesem Tempel. Und nur der Hohepriester durfte wirklich da hinein. Niemand durfte sich sonst darin aufhalten während dem Jahr. Man ging da hinein, um die Sachen Gottes irgendwie zu erledigen. Es war nicht ein Ort von Muße, wo hinterher noch die Bar ist offen, trinkst noch einen Kaffee, kannst noch Mittag essen und so weiter. Nein, es war ein Ort, wo ganz heilige, wichtige, religiöse Dinge verrichtet wurden. Und sie wurden auch nur von Männern verrichtet. Und das war das Herzstück von diesem Gottesdienst. Und man kann zusammengefasst, wenn man aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 16 ungefähr liest, was dort stattfand, dann kann man sagen, look, ein Mann durfte in dieses Allerheiligste gehen. Das war der Hohepriester. Und nur an einem Tag im Jahr ging er nämlich da hinein, am Versöhnungstag. Und er musste auch ganz besondere Gewänder tragen, wenn er dort hineinging. Und besondere Opfer darbringen, einmal im Jahr. Ein Mann an einem Tag. Leute, alles in dem System Tempel, alles, was da so aufgelistet wird und wie deutlich wird, wer wann da hineingehen kann, tut in meinen Augen wie ausatmen, vermitteln, Achtung, Vorsicht. Hier ist wirklich heilig. Halt bitte Abstand, das könnte wirklich schwierig für dich werden. Wirklich, das ist besonders, das ist so besonders, da kannst du nicht einfach reingehen. Du kannst nicht uneingeladen in die Gegenwart Gottes in diesem Allerheiligsten hingehen. No way. Abstand. Alles macht deutlich. Separatisierung, Frauen, Männer, heilig, das, Opfer bringen und so weiter und so fort. Und jetzt mit dem Tod Jesu plötzlich zerreißt dieser Vorhang und auf einmal können Leute hineinschauen. Von vorne nach hinten. Der Tempel, der Vorhang riss entzwei. Und wird wahrscheinlich nur wenige mitbekommen haben, die damals im Tempel waren, Tempeldiener, Priester und so weiter, und sind wahrscheinlich geschockt gewesen, was da passiert, dass sie jetzt, die noch niemals da hinein durften, Einblick haben in das Heiligste und es auf einmal keine Trennung mehr davon gibt. Und das macht seine Runde. Der Matthäus und Markus berichtet davon, hey, da ist wirklich was Außergewöhnliches passiert. Verstörend fast, mirakulös reißt so ein Teppich von oben nach unten, so ein Vorhang auseinander und jeder kann auf einmal hineinschauen. Gott ist auf einmal nicht mehr im Allerheiligsten nur zu finden. Das Fias kommt heraus und sagt, komm, ich komme raus und ihr kommt rein. Wir begegnen uns. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der greift das mal auf im 10. Kapitel und sagt, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt.
Und Paulus erklärte mal den Christen in Ephesus und sagte uns noch, denn durch ihn haben wir beide in einem Geist Zugang jetzt zum Vater. Und wenn er von wir beide redet, dann redet er von, hey, ja, es sind nicht nur länger Juden dürfen da rein und nicht nur länger Männer, sondern wir alle dürfen hinein. Der Vorhang ist zerrissen und das hat Gott bewirkt, das hat Jesus mit seinem Tod am Kreuz bewirkt und sagt, hey, Gott kommt raus. Gott möchte mit Menschen wieder in Verbindung treten. Und dann verreißt das. Unmissverständlich wird irgendwo deutlich gemacht, es geht nicht mehr um Abstand halten jetzt. Es geht nicht mehr um Separatisierung. Es geht nicht mehr um Rebellion, sondern Gott kommt mit seinem Friedensreich und sagt, hey, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Das ist die Message, die von diesem Kreuz ausgeht und sagt, hey, Friede sei mit dir. Das Friedensreich bricht an und dann passiert dieses außergewöhnliche, der Vorhang ist auf einmal offen. Und Leute sind erstaunt und verrückt, was ist das? Was hat das jetzt mit dir zu tun, dass auf einmal dieses Kreuz, was auseinanderreißt, also das Friedensreich hat angefangen. Das deutsche Wort Friede gründet sich auf diesem hebräischen Wort Shalom. Und dieses Shalom meint, ja, das ist ein Wohlbefinden, wirklich ein Wohlbefinden, eine Stimmigkeit. Shalom, das drückt aus, wir haben geheilte, wiederhergestellte Beziehungen. Man könnte auch sagen, das ist wie ein Energiefeld Gottes. Das ist ein Ort, wo so ein besonderes Beziehungsgeflecht heil werden kann. Zwischen Gott und mir selbst, zwischen mir und mir selbst, zwischen mir und anderen, sogar zwischen mir und der ganzen Natur. Da kommt wieder was zusammen, was Gott ursprünglich schon immer zusammen haben wollte. Alles Lebendige kann wirklich in diesem Shalom Gottes auf einmal wirklich zur Entfaltung kommen, zum Blühen kommen. Das heißt im Psalm 85, dass in dem Tod Jesu hat sich die Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Ich finde das wunderbar dargestellt aus einem ganz alten Bild aus dem 9. Jahrhundert. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Und dieser Shalom hat mehrere Ebenen von Bedeutung für dich und mich heute. Dass dieser Vorhang zerrissen worden ist, das bedeutet wirklich für dich und mich heute noch was. Und auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ich möchte die eben nur kurz ansprechen, ich kann nicht zu allen was sagen, aber ich glaube, das hat Auswirkungen bis hin zu unserem Leben in der Natur heute. Bis zu ökologischen Fragen. Die erste Ebene ist, glaube ich, sicherlich die, wo am deutlichsten damals wurde, ist ein Shalom mit Gott, das ist dieser geistliche Aspekt. Wenn der Vorhang zerrissen wurde, da wurde nur eins damit deutlich gemacht. Look, du und ich, wir haben Zugang zu der Quelle vom Leben, zum Ursprung wirklich, zum Kern von der Liebe, wo Gott für diese Menschen hat und dir wieder zukommen lässt. Der Ort ist frei, wo wir alle letztlich wieder Friede auch erleben dürfen mit Gott. Wenn wir heute Morgen hier geworshipped haben, zusammen gesungen haben, Gott an erste Stelle gestellt haben, ist letztlich das eine Danksagung, eine Reaktion darauf, dass Gott den Weg frei gemacht hat und sagt, hey Gott, du bist zu uns gekommen und wir geben dir alle Ehre dafür. Wir sagen, du sollst wirklich auch die Nummer 1 in unserem Leben ausmachen. Dann bekennen wir das und singen das und sagen und feiern das. Gott hätte Vorhang auseinander gemacht. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, Shalom mit sich selbst. Und das ist mehr so, sage ich mal, der persönliche Aspekt. Ich glaube, wenn der Shalom Gottes in unser Leben reinkommt, dann hat das sogar Auswirkungen auf meine eigene persönliche Geschichte. Auf meine Biografie, auf das, was mich ausmacht, meine Begrenzungen, meine Stärken, mit meinen Schwächen und so weiter. Der zerrissene Vorhang will nur eins deutlich machen, hey, wir dürfen mit unserer Geschichte und wir können mit unserer Geschichte in Frieden kommen. Wir können mit unserer Geschichte wieder versöhnt werden. Mit den Sachen, die geschehen sind in der Vergangenheit, die sich momentan ereignen, die schwierig sind und die schön sind. Und Versöhnung mit der eigenen Geschichte, Leute, ist nicht einfach so ein bisschen frommes, nettes Beiwerk. Sehr viele Menschen, mehr als du vielleicht selbst denkst, ringen damit, mit ihrer eigenen Geschichte. Die ringen auch mit ihrer eigenen Erscheinungsform, mit ihrem Körper, mit ihren Gefühlen. Viele Menschen leiden darunter.
und sehnen sich wirklich nach einem Frieden, nach einer Wiederherstellung, nach einem Ort, wo ihre Begabung, Begrenzungen willkommen sind und letztlich sie einen Friede finden wieder. Weil sie im Unfrieden sind mit sich, wie sie aussehen, wie sie sind, was sie können, was sie alles nicht können und sagen, hey, ich sehne mich nach dem Frieden. Ich war vor ein paar Tagen, 2 Wochen, war ich auf einer Tagung zum Thema Gender. Und das fand ich hochspannend, wirklich, wirklich, wirklich hochspannend, wie Menschen doch von einer Not berichtet haben, gesagt haben, hey, look, ich fühle das nicht einfach, es ist wirklich eine Not in meinem Leben, dass ich wie feststelle, ich bin irgendwo falsch verortet, scheinbar, in den Augen von anderen. Nicht einfach, ich fühle das wirklich eine reale Not haben, wie kann ich damit leben, wie kann ich damit umgehen, was bedeutet das für mich im Hier und Jetzt und was bedeutet das für mein Leben mit Jesus, was macht das aus? Und ich fand das hochspannend, mit den Menschen zu reden und zu hören, wo sie sind und dann zu hören, dass der Friede Gottes, der zerrissene Vorhang, wirklich der Ort, wo sie Friede erleben, was das für eine Kraft hat in dem Leben, wenn Menschen wieder zur Ruhe kommen dürfen. Das ist ja nicht einfach, ich fühle mich ein bisschen besser und jetzt bin ich nein, wirklich zutiefst, ich bin angenommen, ich bin wertgeschätzt, ich habe freien Zugang zu diesem Frieden Gottes und Gott kommt mit Frieden zu mir. Ich war geflasht davon, was Leute da berichtet haben. Shalom mit sich selbst. Gott möchte, dass wir in Frieden mit uns kommen. Und Gott bietet das allen Menschen an und sagt, hey, willkommen daheim. Willkommen daheim. Shalom, aber auch mit anderen Menschen. Und das ist der soziale Aspekt. Und das umfasst all das, was zwischenmenschlich zwischen uns stattfindet, wirkt sich aus bis in unsere gesellschaftlichen Strukturen hinein. Shalom Gottes will nur eins deutlich machen. Er kommt nicht nur zu dir persönlich, sondern er kommt auch unter uns. Er will wirklich Auswirkungen haben in unserem Miteinander. Und das ist einer der Punkte, wo ich am meisten darunter leide. Ich glaube, viele haben manchmal auch von Kirche oder von Gesellschaft so ein Bild im Kopf wie so ein Tulpenfeld. Schönes holländisches Tulpenfeld. Rot. In Reihe, sehen alle gleich aus, schön gewachsen, toll. Vielleicht hat man noch ein bisschen differenzierteres Blick von Tulpen. So ein bisschen, wir haben Schattierungen von Tulpenfarben. Wir haben Schattierungen rot, rostbraun, hellrostbraun, dunkelrostbraun, Richtung grünlich, türkis und so. Aber im Großen und Ganzen stehen wir in Reihe und Glied Tulpen mit ein bisschen Couleur. Und manche haben so das Bild davon, ja, das ist so wahrscheinlich auch irgendwo das Reich Gottes. Reich Gottes als schön geordnetes Tulpenfeld. Wir glauben gleich, wir denken gleich, so ist es halt. Aber ich glaube, das ist wirklich ein falsches Bild, wo der Vorhang so ein bisschen wirklich rausholen möchte. Und letztlich zeigt, ich glaube, das Reich Gottes, das Friedensreich Gottes gleicht wesentlich mehr einer Wildwiese mit ganz unterschiedlichen Blumen. Ja, die sind blaue dabei, da sind grüne dabei, da sind große und kleine dabei, da ist Unkraut dabei, da ist alles Mögliche dabei. Aber das gleicht wesentlich mehr diesem wilden Messias auch. Dem Gott, der auf der Erde wirklich viele Leute in Fragen gebracht hat. Der Jesus, der wirklich Menschen in Nachdenken gebracht hat und sagt, hey, das ist die Wildheit von Gott kommt zum Tragen. Hey, wer von Jesus ein Bild im Kopf hat, wie so ein lammfrommer Mensch, so wie er von manchen Bildern runterschaut, so wie die Mutter Teresa mit einer Überdosis Kamillentee, dann denkst du einfach, ja, dann ist ja logisch, dass ein Tulpenfeld rauskommt. He? Aber der Jesus hat keine Überdosis gehabt, weder von Kamillentee oder sonst was. Der Jesus hat sich sehr unkonform dargestellt, wirklich als eine wilde Persönlichkeit. Und der kommt und bringt Frieden zu uns. Da look auf Frieden zwischen den Unterschiedlichkeiten. Frieden auf dieser Wildwiese. Das ist möglich. Deswegen, ihr Lieben, ich glaube, weil der Vorhang zerrissen ist, was wirklich auseinandergegangen ist, ist für Nachfolger Jesu undenkbar, Rassismus zu denken und zu leben. Es ist undenkbar, dass wir nationalistisch denken. Das geht nicht. Das geht nicht einher mit dem Frieden Gottes, der zu der ganzen Menschheit kommt. Rassismus und Nationalismus, Leute, das ist für Jesus Nachfolger ausgeschlossen. Und ab und zu kriege ich die Vögel, wenn ich höre, ja,
was man daraus alles bauen könnte. Der Friede Gottes kommt zu allen. Ich möchte ein paar Beobachtungen auch aus der letzten Zeit weitergeben da. Ich habe den Eindruck, dass gerade der Punkt wirklich umkämpft ist. Und vielfach Vorhänge wieder aufgehangen werden, anstatt sie runtergerissen werden. Es ist momentan ziemlich auch nicht nur momentan, durch die ganze Corona-Zeit schon vorher, das hat schon länger angefangen, immer zu unterscheiden zwischen wir und ihr. Wir und ihr. Ich bin an der Tagung, wo ich jetzt eben von erzählt habe, habe ich mit einem Dozenten gesprochen von der Universität hier in der Schweiz und der auch einen Vortrag gemacht hat und seine Sicht mit dargelegt hat und so weiter zu Biologie und das und jenes und Theologie und welche verschiedenen Ebenen manche Fragen haben. Und er sagte dann, look, ich könnte den Vortrag jetzt nicht an mit der Fakultät so halten. In diesem universitären Diskurs wäre das nicht möglich, so einen Diskurs und so eine Diskussion zu führen. Wir würden nicht nach Lösungen miteinander suchen, sondern ich müsste das entweder ganz canceln oder gar nicht machen. Sondern, ja, das ist nicht erlaubt. Leute, ich bin wirklich erschrocken in dem Moment, wie viel fette Vorhänge wieder aufgehangen werden. Dicke, fette, 10 cm, 18 Meter hohe Vorhänge, wo trennen zwischen wir und ihr. Zwischen wir und ihr. Und da können wir durchdeklinieren durch verschiedenste Dinge. Auch eine Christenheit. Da ist schon einmal die Rede von progressiv-liberalen Christen. Das sind die. Und das sind bibeltreue Christen. Das sind die. Und gemeint ist ja nicht einfach, das sind die und das sind wir, sondern es ist immer damit gemeint auch letztlich ja, es gibt zwei Meinungen, meine und eine falsche. Das ist ziemlich einfach. Ich habe das häufig in unserem Staff gesagt, zwei Meinungen, eine und dann die falsche. Ja, die sind nicht ganz so richtig, wie wir sind. Wir sind besser und die sind schlechter. Wir haben Recht, die haben eben nicht ganz recht. Leute, dabei macht der zerrissene Vorhang an sich nur eins deutlich. Es gibt eine neue Kategorie. Eine neue Kategorie. Der Zugang zu Gott ist frei. Die einzige Kategorie, wo jetzt wieder herrscht, ist, möchtest du diesen Shalom erleben in deinem Leben oder nicht? Gehst du darauf ein oder nicht? Das ist die Kategorie. Alle sind Sünder, alle sind willkommen. Es für keinen mehr eine Möglichkeit, sich, sage ich mal, selbstherrlich darzustellen oder selbstgerecht darzustellen. Wir sind alle auf einer Ebene und es sollte an sich die Diskussionen zwischen besser und dem, sollte uns demütiger machen in solchen Diskussionen. Man darf sie eine Meinung haben, aber der andere auch. Thomas von Aquin, dem wird folgendes Zitat nachgesagt, ich weiß nicht, ob es 100% stimmt. Wir müssen sie beide lieben, diejenigen, deren Meinung wir teilen und diejenigen, deren Meinung wir ablehnen. Denn beide haben sich auf der Suche nach der Wahrheit abgemüht. Und wir können davon was lernen. Wir müssen beide lieben, die unsere Meinung haben und die eine andere Meinung haben. Look, Selbstgerechtigkeit hängt Vorhänge auf. Und Christus kommt und sagt, nein, es ist für alle der Weg frei. Ich frage dich nur, möchtest du diesen Weg beschreiten? Das letzte, Shalom mit der Natur. Ich glaube, der Friede Gottes hat sogar Auswirkungen, das hat einen ökologischen Aspekt. Und ich glaube, das umfasst tatsächlich, dass wir alle als Nachfolger Jesu irgendwo berufen dazu sind, haushalterisch mit dieser Erde, mit unseren Ressourcen umzugehen. Ja, und ich sage das auch, immer wieder mal, manche Aktivisten geben mir auf den Keks. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig ultra grün, aber die geben mir manchmal auf den Keks. Und ja, und doch haben sie auch einen wichtigen Punkt. Und mahnen mich, Ralf, hey, du hast Verantwortung. Ich habe Verantwortung für diese Erde und ich möchte sie wahrnehmen, weil ich habe jetzt schon Enkelkinder und ich möchte diese Erde, sie auch noch zur Verfügung haben. Wir haben eine Verantwortung zu teilen, zu helfen, uns wirklich nach dem Shalom auch für die Natur zu sehnen. Look, zum Schluss, ich möchte ein Zwischenfazit geben von diesem Zeitenwandel. Wo stehen wir denn? Wie gesagt, ich glaube, der Vorhang ist zerrissen und trotzdem muss ich ehrlicherweise zugeben, manchmal denke ich, er ist noch nicht so ganz zerrissen. Und das fängt bei mir persönlich an. Ich denke manchmal, der Friede mit Gott ist noch nicht so ganz in mir durchgedrungen. Ich erlebe Tage, manchmal sogar Wochen, wo ich
persönlich Gott irgendwie fern mich fühle oder ich Mittelmaß lebe, ich mir mehr wünschen würde, in meinem Leben wirklich so Jesus nachzufolgen und mehr von diesem Jesus aus mir herauskäme. Da kommt noch sehr viel Ralf raus. Aber ich würde mir wünschen, da käme mehr von Jesus raus. Ich war vor kurzem in einem Gottesdienst in einer anderen Kirche und in dem Gottesdienst ging es um Erweckung. Es wurde gebetet dafür und darüber gesprochen, hey, wir sehnen uns wirklich nach Erweckung. Dass in unserem eigenen Herzen und darüber hinaus Menschen erweckt werden, von der zerrissenen Vorhang, sage ich mal, ergriffen werden und sagen, hey, das möchten wir noch mehr sehen. Und ich war in dem Gottesdienst und dachte so, ja, da sehne ich mich auch nach. Das fängt bei mir persönlich an. Ich sehe mich wirklich, dass mehr geschieht. Wir als Kirche mehr erleben von dem übernatürlichen, natürlichen Wirken Gottes. Ich sehe mich mehr danach, dass wir Vorhänge abhängen, anstatt sie aufhängen. Und heute feiern wir das Abendmahl. Abendmahl ist hinten aufgebaut, du bist herzlich eingeladen dazu. Wenn du selbst heute am Punkt stehst und merkst, hey, in meiner Beziehung zu Gott ist auch irgendwo noch ein Vorhang. Irgendwo scheint es manchmal nebulös und weit weg. Dann lass dir zusprechen, Christus hat alles gemacht an dem Kreuz. Er hat alles getan. Und du bist eingeladen, der Vorhang ist offen. Und du wirst empfangen mit offenen Armen. Vielleicht hilft dir sogar, dass einer für dich betet. Das Gebetsteam ist da, wird für dich beten. Dann nimm das wahr. Das ist der Zuspruch Gottes heute an dich. Du bist willkommen. Ganz egal, wie die letzte Woche war, ganz egal, was du denkst. Egal, welche Vorhänge in deinem Herzen noch sind. Jesus heißt dich willkommen. Manchmal erlebe ich den Vorhang in mir selbst auch noch, wie gesagt, auch nicht ganz zerrissen. Ich werde älter, das ist nichts Neues. Für mich nicht und für dich auch nicht. Und wenn man älter wird, merkt man tatsächlich auch körperlich dann und wann, das funktioniert nicht mehr ganz so, wie das ist. Man fühlt sich zu dick, zu dünn, zu breit, zu klein, was auch immer. Jedenfalls das, was früher ging, geht auf einmal nicht. Manchmal zu kopflastig, manchmal zu gefühlslastig. Ich weiß selbst nicht, wer ich bin und wenn ja, wie viel. Und dann denke ich am Ende vom Tag, ja, was ist denn jetzt los, Jesus? Manchmal erlebe ich selbst den Vorhang in mir drin. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie du dich siehst, egal, wie du heute über dich denkst, du bist willkommen bei diesem Kreuz. Und ich ermutige dich dazu, nimm das an und sag danke dafür, was heute ist. Eine Versöhnung mit dir selbst ist möglich. Und wie schon gesagt, ich erlebte Vorhang untereinander, manchmal wirklich noch, dass er weit zu ist. Dass er wirklich weit hochgehangen wird und mich nervt und ich leide auch darunter, dass manche Vorhänge so aufgehangen werden. Ich glaube, Erweckung führt in meinen Augen dazu, dass Vorhänge zerrissen werden. Auch im Zwischenmenschlichen. Vielleicht kommt ja Erweckung, wenn wir den Mut haben, noch mehr Vorhänge beiseite zu tun. Und nicht vom Wir und Ihr zu reden, sondern von diesem göttlichen Wir, wo uns allen gilt. Vielleicht kommt ja dann wirklich noch mehr Erweckung. Und ja, wir dürfen mutig zu unserer Meinung stehen und deswegen dürfen andere das auch. Und deswegen sind sie nicht automatisch ein A-Loch. Das sind Menschen so wie du nicht. Und ja, der Vorhang ist auch zwischen der Natur nicht richtig zerrissen. Ich war letzten Sommer für 1-2 Tage im Engadin und bin da am Motoratsch-Gletscher hinten rüber gefahren. Wer kennt den Motoratsch-Gletscher da hinten? Schon mal durchgelaufen, wie der Gletscher sich zurückbewegt, mit den Tafeln überall. Und ich habe sie gesehen und dachte, ich war vor ein paar Jahren schon mal da und dachte, ja, die Schöpfung leidet wirklich. Und dieser Gletscher, der mahnt mich immer wieder, wir haben eine Verpflichtung, Sorge zu tragen. Ja, wir leiden darunter. In ein paar Jahren wird das Ding ganz weg sein und das sieht dann nochmal anders aus. Es geht nicht um den Gletscher nur, sondern es geht um unsere Verantwortung als Nachfolger Jesu, den Shalom Gottes wirklich in die Welt hinauszutragen. Und wir sind Botschafter von dem Shalom. Du und ich sind Botschafter von dem. Und wenn ich in dieser Schönheit der Natur drinstehe, dann sage ich Gott bewusst Danke. Aber ich sage Gott, ich möchte auch Verantwortung wahrnehmen. Ich möchte das wirklich wahrnehmen. In den Mitteln, wo ich kann und wie es geht. Und manchmal weiß ich selbst nicht genau wie. Ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen und wir hatten in den 70er Jahren ein Phänomen, das hieß autofreier Sonntag. Hat das irgendeiner von euch mal mitbekommen? Ah doch, look, autofreie Sonntage. Okay? Autofreie Sonntage, das ist der Burner gewesen.
Wir sind zu Fuß gelaufen anstatt mit dem Velo. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich bin auf dem Land aufgewachsen. Wir hatten nur Töffli. Autofreie Sonntage. Und siehe da, ich lebe immer noch. Unglaublich. Wenn das sogar nicht nur überlebt, sondern wirklich als gute Maßnahme betrachtet. Ich glaube, ja, wir müssen fantasievoll werden und Sorge tragen dafür, dass Shalom wirklich in der Natur sich ausbreitet. Ich glaube, der Vorhang ist zerrissen. Und das ist eine ganz große Einladung an uns alle. Shalom zu machen mit dem Jesus, der für dich gestorben ist. Und das Shalom anzunehmen für dich selbst. Mit dir, mit deinem Körper, mit deinem Denken, Fühlen, mit den Fragen und Zweifeln. Und ein Shalom zu praktizieren zum Nächsten. Vorhänge abreißen und Verantwortung wahrnehmen für die Welt, wo wir drin leben. Ich lade dich ein zum Abendmahl. Gleich wird die Band noch mitspielen, dann kannst du nach hinten gehen, kannst du das Abendmahl holen. Wenn die ersten Christen Abendmahl gefeiert haben, dann war das an sich, und wenn sie daran gedacht haben, Brot und Wein, dann ist es nicht eine Trauerveranstaltung gewesen. Sie haben miteinander gegessen, sie haben sich Geschichten erzählt und davon berichtet, ja, der Jesus, der ist wirklich auferstanden von den Toten. Das ist die Story schlechthin. Und sie haben sich gefreut darüber. Der Zugang ist endlich offen für alle. Und davon haben sie erzählt. Sie haben Leute eingeladen in ihre Häuser, aufgemacht, sie haben geteilt, sie haben Leute versorgt. Sie haben gesagt, hey, ich reiche dir die Hand. Und dann aktiv das Shalom in diese Welt getragen, bis hierhin, heute nach Basel. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann proklamieren wir, Leute, es ist offen für alle. Und das ist unsere Botschaft als Christen. Wir laden dazu ein. Ich lese zum Schluss 1. Korinther 11. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Und dann kannst du nachher nach hinten gehen, wenn du das möchtest. Du kannst an deinem Platz still sitzen bleiben. Die Band wird spielen und den Shalom von Jesus für dich persönlich sagen, hey, das möchte ich. Der Herr Jesus in der Nacht, da er hingegeben wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird und das tut zu meinem Gedenken. Und das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedenken. Denn so oft ihr von diesem Brot esst, und so oft ihr von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er wiederkommt. Jesus, danke, dass du den Weg frei gemacht hast und danke, dass du Vorhänge zwischen uns frei gemacht hast und weggerissen hast. Danke für dieses starke Symbol, dass wirklich du zu uns rauskommst und wir zu dir rein dürfen und dass du mitten unter uns bist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du noch mehr von diesem Frieden in unsere eigenen Herzen, in unser Reden, in unser Denken hineinprägst. Erfüll uns. Wir sehen uns wirklich nach so einer erwecklichen Frieden, der sich von uns aus verbreitet. In deinem Namen bete ich. Du darfst gerne jetzt nach hinten gehen und das Abendmahl holen und an deinen Platz zurückkehren oder das auch mit zu zweit, zu dritt zu machen, mit deinem Partner, Partnerin. Du dürft es jetzt machen.